So Leute, weiter geht's, zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Und ja, der Typ will noch quatschen mit uns und würde sagen, das wäre doch gar keine mal so schlechte Idee. Michael, ich habe gehört, dass du Zelda und Wolken suchen willst. Der Hector sprach davon, dass unter den Wolken das Erdland liegt. Was ist das über dieses Erdland? Ein interessantes Schwert, aber ein Schild brauchst du auch. Oh, du hast schon einen? Vorbildlich, vorbildlich. Hier ein Abschiedsgeschenk von mir. Oh, danke. Einen roten Rubin erhalten, sonst Rubine wert. Dankeschön. Wenn du nicht weißt, wie man den einsetzt, Mann, ja, das Schild ist cool und so, aber gehen wir zum Schwertmeister. Nee, ist nicht nötig. Vor allem, da ich jetzt wieder mit der Bewegungssteuerung hantiere. Ja, da geht schon viel besser. Hey ja! Yo, Mann! So muss das sein, Freunde. Und Skyward Sword! Wirbelattacke! Perfekt. Also dann, ich habe mich offscreen noch mal ein bisschen erkundigt, ist übertrieben. Ich habe noch mal meine ganz alten Parts von damals angeguckt, von Skyward Sword. Also im Originalspiel noch. Und mich wieder daran erinnert, dass er damals schon so war, wegen Terry und so. Und ich dachte, hey, der muss nicht zu Terry kommen. Irgendwie, weil ich will doch auch irgendwie eben die Käfer sammeln. Ich will möglichst schnell ein Shield upgraden und so. Ja, können wir alles noch vergessen, Freunde. Das geht alles erst später. Und ganz ehrlich, sehen wir uns doch mal aus der Sicht von Link. Was ist für Link wichtig jetzt? Genau, dass er Zelda befreien kann. Und deswegen will man sagen, wir machen uns direkt auf den Weg. Ups. Ah, Mist. Ich wollte dann gerade dort schon auf der Insel landen, wo ja auch eine kleine Truhe versteckt ist. So, Freunde. Der Wolkenhort liegt hinter uns. Da war das andere Ding, genau. Ach ja, hier wieder am Fliegen, hey. Wie schön der Sonne entgegen. Und ich steig mal ab, wa? Tschüss. Wo lande ich jetzt? Ah, so dazu. Gut, ein Paraschall ziehen muss er gar nicht, weil dann macht das Spiel automatisch. Ich wollte doch eigentlich jetzt darüber. Verdammte Kacke. Langsam wollte ich eigentlich darüber. Ja. Was ich glaube, je nach Umstand hier noch ein bisschen schwierig da drauf zu landen war. Aua. Aber so geht's. Oh nein, ist so eine Truhe. Warte mal. Ich will ganz kurz meine Theorie testen, dass man ein Himmelschwert machen muss. So zu der Theorie. Scheiße. Woher hat denn das bloß, dass es so geht? Okay, hier sehen wir auch nichts. Egal. Komm, Freunde, wir gehen ins Erdland. Okay, so geht's offenbar nicht. Was hat das denn jetzt? Pass ein bisschen besser auf, Mann. Was hast du eigentlich in der Schule gelernt? Das ist, ja, komm, du mit einer blauen Tunika, hau ab. Blaue Tunika? Der Zelda-Serie, also vor allem in Ocarina of Time, die blaue Tunika für die Zoras. Was irgendwie ein Hinweis darauf ist? Na, egal. So. Genug dazu, Freunde. Wir machen uns endlich auf den Weg. Auch wenn es hier noch viel zu entdecken gäbe. Wobei, ich glaube, so will er gar nicht. Also, sehr vieles geht natürlich erst mit einer gewissen Zeit und Erfahrung, die wir hier im Spiel intern sammeln. Deswegen schenken wir uns das. Ja, super. Und wir machen mal hier auf den Weg. Jo, das dauert und dauert.
Gebieter, wenn du den Paraschal nicht vor der Landung öffnest, kann das sehr ernste Folgen für dich haben. Diesmal habe ich dir geholfen, aber vergiss nicht, Gebieter, beim nächsten Mal ZR zu drücken. Anders Spiel macht das automatisch, also ganz ehrlich frei. Gebieter Michael, dies ist das Erdland, über das im Wolgenord so viele Legenden kursieren. Und das hier, man nennt diesen Ort den Siegelhain. Tada! Siegelhain und Wolkenhort. Bedung, bedung. Schön. Nun den Gebieter. Pass gut auf dich auf. Du redest schon die ganze Zeit, oder? So, muss ich ganz kurz vielleicht... ja, Gyrosensor zurücksetzen. Das ist einzig Nervige, dass man den Gyrosensor so oft zurücksetzen muss. Hallo? Ganz ehrlich, das Himmelschwert kannst du vergessen, ey. Mit dem kannst du gar nichts machen. Mann, ey. Okay. Ja, servus, wie geht's denn dir so? Okay, was war anders geplant, aber okay. Was? Sag mal. Geht doch. Frechheit sowas. Ein Holzstamm. Du. Wow. Aua, ich wollte gerade ausweichen. So. Herzen? Nö. Schade. Da war ich gar nicht der Heldenmodus. So, Fall, bist du zufrieden? Kopfschmerzen. Oh Mann, diese verkackten Albträume. Ich gucke mal, Phi-Symbole links zu. Heißt jetzt, dass sie irgendwas sagen will, oder ist das noch zu wenig pulsiv? Du hast mich gerufen, Gebiet? Okay, sie will nichts sagen. Weil eigentlich, wenn irgendwie sie reagieren würde und ich sie dann anspreche, dann müsste sie ja eigentlich direkt loslegen mit dem Quatschen. Ich glaube, das Schwert würde ja auch glühen und so, wie wir es kennen. Alles klar. Also erstmal hier ein Herz geholt. Ein Siegel der Shika. Nicht gut, nicht gut. Irgendwo noch eine Truhe? Nö. Aber ganz ehrlich, Freunde, das da unten. Mein Gyrosensor, hey. Das da unten, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es hat schon irgendwie Ähnlichkeit mit Breath of the Wild, oder? Also da mit der Bosheit, der Dunkelheit, die aus Ganon herauskam. Ja, wen wundert's, wa? Wen wundert's? Aber ist mir damals, als ich Breath of the Wild gezockt habe, gar nicht mehr so aufgefallen, dass es ja so wie hier ist. Und dann haben wir einen Käfer. Oh, warte mal, kann ich eigentlich? Ups. Ja, so geht's. Du hast einen Pyro-Riesenkäfer gefangen. Wenn der Panzer des Insekts poliert, gewinnt es an Stärke. Sehr schön. Ein Käferlein, ein Käferlein. Naja, Käfer sammeln wir damals bei Twilight Princess, war? Nur aus anderen Gründen. Hier haben wir nix, okay. So, ist und war, glaube ich, auch nichts, oder?
Mal kurz nachgucken gehen? Na komm. Wir haben in die Zeit, Freunde. Ich mache sowieso die einzelnen Folgen wieder ein bisschen länger jetzt von Skyward Sword, weil ja aktuell nur 2 oder maximal 3, also so zwischen 2 und 3 Folgen pro Woche herauskommen. Ja, nur ein Video pro Tag, also in dem Sinne kann man, glaube ich, ruhig auch mal 20 plus Folgen machen. Aber maximal 30. Ja, maximal 30. Klappt vor allem bei Anno sehr gut. Da ist eher mindestens 30 maximal. Endlos oder so. Okay, ne, hier war nichts. Gut, die können runtergehen, ganz ehrlich, aber viel nichts. Da kommen wir rüber. Ah, fast. Hätte klappen können. Okay. Nee, ich will nicht runter, ganz ehrlich. Ich hatte gerade so eine doofe Vision. Also, sorry, aber das tue ich mir nicht freiwillig an. Ja, Link, ich weiß. Mit der Ausdauer ist so dein Problem. Aber kann ich verstehen, Kumpel, würde mir ähnlich gehen. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch Tränke, mit denen wir die Ausdauer nicht nur generell auffüllen können, sondern halt auch maximieren können, beziehungsweise, glaube ich, sogar verbessern können. In einem gewissen Zeitraum. So. Guck mal hier das Siegel mal an. Was ist denn hier los? Ah, jetzt kommt Fire, okay. Ich habe dir etwas zu berichten, Gebieter. Es scheint, als sei dieses Tor vor kurzem geöffnet worden. Jetzt aber ist es von einer starken Kraft versiegelt. Aha. Ja, da muss das ja jemand versiegelt haben, wa? Wir können hier mal suchen gehen. Da oben haben wir vorhin auch was gesehen. Vielleicht kommen wir so hoch. So klappt das schon mal, okay. So komme ich auch hoch. Sehr gut, sehr gut. Komme ich auch irgendwie darüber? Aua. Nee. Nö. Obwohl es eine Art Ruine ist. Da wieder ein bisschen was von Breath of the Wild, war. Dem Tempel der Zeit dort. Nee, geht nicht. Okay, sehr gut, ich gehe schon runter. Mann, ey. Ganz ehrlich, wer geht schon freiwillig zu so einem Siegel, das schon so... Ich meine, klar, der Ort heißt Siegelein, ja schön, aber wenn schon so etwas so kacke aussieht wie da unten, wer geht da schon freiwillig hin? Oh, Menno. Oh, wie oft werden wir diesem Spiel diesen Weg noch gehen, Freunde? Wir alle wissen, wir alle kennen die Antwort. So, mal ganz kurz checken, ist alles ready? Zurücksetzen, so klappt alles wunderbar. Ja, alles klar. Dann wagen wir es. Mann, ich hab keinen Bock, ganz ehrlich. Das ist echt wie mit Ganon. Bei Breath of the Wild. Aber genauso. Warum tut mir das Spiel das an? It's Showtime. Mein Kind. Hä? Mutter, bist du das? Nee. Kind des Himmels, das aus den Wolken kam. Wer spricht da? Halte das Schwert der Göttin himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. Schwein gehabt.
Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dann berichte. Spüre eine Veränderung in diesem Ort, die durch den Himmelsstrahl hervorgerufen wurde. Gebieter, ich spüre hier eine ähnliche Aura wie die deines Paraschals. Es ist Zeldas Aura. Ich kann dich mit meiner Aurasuche in diese Richtung führen. Wünschst du weitere Erklärungen hinzu? Bitte? Sehr wohl, Gebieter. Mit der Aurasuche kann ich Dinge, die du suchst, erspüren, Gebieter. Je näher sich das Ziel befindet, desto stärker meine Reaktion. Außerdem ändert sich der Signalton. Zudem erscheint auf dem Zeiger ein Pfeil, der die ungefähre Richtung, in der sich das Ziel befindet, angibt. Oh. Nun halte oben gedrückt, stelle Zelda als Ziel der Suche ein und weise mir eine Richtung. Aurasuche. Oder oben. Da irgendwo. Alles klar. Los, weg hier. Was soll denn das für ein Scheißort war? Juhu. So. Alles klar, alles ready. Ja, damit war zu rechnen. Deswegen wollte der auch rein. Okay. Man lässt uns wohl jetzt rein. Hm. Tempel des Siegels. Oh, sieht cool aus. Muss wohl jetzt hier Zelda sein? Ist das Zelda? Nee, oder? Sieh an, der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Wie heißt du? Michael? Gut, Michael also. Du beherrschst den Himmelsstrahl, jene heilige Kraft, die durch das emporstreckende Schwert gen Himmel beschworen wird. Plötzlich kannst du schneller reden. Ja, du scheinst des Schwertes der Göttin fürwahr würdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe auf dich gewartet, den Wegbereiter des Schicksals. Das hier ist der uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde, mit ihren bloßen Händen. Dein Kommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit vorherbestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem von Licht umhüllt in diesem Tempel erschienen. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung, also habe ich sie weggeschickt. Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht eure beider Bestimmungen beeinflussen. Michael, machst du dir Sorgen um sie? Dann müssen wir jetzt handeln. Großes ist von euch beiden vorherbestimmt. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Faerûn. Du musst ihr folgen. Sieh auf deine Karte. Ich habe dir auf der Karte den Weg zum Wald von Faerûn mit einem X markiert. Macht Sinn. Aber es ist gefährlich, bei allen Monstern mit der Nase in der Karte rumzulaufen. Daher bringe ich dir bei, wie du Signallichter verwendest. Wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint dann eine Lichtsäule, an der du dich orientieren kannst. Also zeige auf X und drücke H, um ein Signallicht zu setzen. Ja, passt.
An der mit X markierten Stelle scheint kein Signallicht zu sein. Bist du so doof oder tust du nur so? Hä? Wie jetzt? Ah. Du kannst von hier zwar nicht sehen, aber das Signallicht leuchtet dir nun den Weg. Wenn du das Signallicht nicht mehr brauchst, zeige auf der Karte drauf und drücke erneut A, um es zu entfernen. Jetzt musst du nicht mehr fürchten, dich zu verlaufen. Geil, wa? Geh nun in Walfenfallwohn und finde die heilige Maid, finde Zelda. Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesen Raum an dich, er wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Klingeling. Was die Alten nicht alles mit ihren Haaren kann. Der Weg durch diese Tür führt dich direkt zum Wald. Sei vorsichtig. Überall lauern Gefahren. Es wird mit Sicherheit bald alles klar werden. Schreit ohne Furcht voran, Michael. Ja, aber was ist denn hier hinten? Ja, Bernstein. Ganz ehrlich, dass jetzt die Aurasuche nicht mehr reagiert, ist eigentlich eine Verarsche. Wenn wir ganz ehrlich sind, Freunde. Aber ganz ehrlich, würde sie jetzt irgendwie reagieren, dann wäre es ja unsinnig nicht gerade, aber wäre auch ein bisschen creepy. Ja, ist natürlich schade, weil ich meine. Wenn es Fee gefunden ist, gut gewesen und dann setzen ein Herzen auf, ja. Eigentlich muss er die Fee ja in der Flasche verwahren, aber ich habe natürlich keine mehr. Oder keine leere zumindest. So, das kommt auch erst später, wir erinnern uns. Bin cooler Schaden. Fangen kann nicht schaden. Nö. Hallo? Bleib stehen. Ups. Okay, so klappt's nicht. Schade. Truhe. Wo ist eine Truhe? Ah. Ich flippe jetzt aus, wenn hier drin eine Flasche ist. Okay, ich habe nichts gesagt. Also habe ich nicht sowieso noch. Ja, ich habe eh einen Wundertrank. Super. So viel dazu. Aber hey, schon relativ früh im Verlauf der Geschichte schon mal 2 Flaschen. Wer kann das schon mal von sich behaupten? Gut, dann speichern wir doch mal. Speichern, beenden noch nicht. Nee, warte mal, dann mache ich doch eher, mache es wieder anders, so wie früher. Mach so 2 Speicherstände. So quasi immer pro Aufnahmesession einer. Falls irgendwas schief läuft oder pro Folge einer und so, dann läuft es auch besser. Alles klar, wir gehen mal. Dieser Bernstein hinter dieser alten irritiert schon ein wenig. Egal. Ah, der Lichtstrahl, alles klar. Wir sehen ihn, Freunde, wir sehen ihn. Oh, Vögel. Und sogar ein blauer, der noch ganz wichtig wäre. Oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Was ist denn da los? Ein Gorone, der von Goblins umringt wird, bedroht wird. Oh Mann. Ja, Goronen, dass es die hier schon gab. So viele Jahrhunderte, Jahrtausende. Vor irgendwelchen Geschichten um das Königreich Hyrule oder was auch immer. Schon krass. Aber das und vieles mehr, Freunde, schauen wir uns an in der nächsten Folge zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao zusammen.